Das Geburtstagspäckli. Uiuiui. An einem Tag hat die Postmaus im Alfons ein ganz besonderes Päckli gebracht. Oh, das muss ein Geburtstagsgeschenk sein. Danke. Der Alfons hätte das Päckli am liebsten gerade ausgepackt. Aber leider hat er ja erst in 2 Tagen Geburtstag gehabt. Nein. Du musst noch warten. Da steht, nicht vor dem Geburtstag öffnen. Alles klar? Der Alfons hat aber nicht mehr so lange warten. Nicht vor meinem Geburtstag aufmachen. Da hat die Postmaus eine Idee Ich gehabt. nehme es wieder mit und bringe es einfach übermorgen noch einmal. Nein. Dann kannst du nicht beschissen. Nein, ich verspreche das, ich mache es nicht vor meinem Geburtstag auf. Ja gut, wie du willst. Der Alfons hat beschlossen, das Päckli zu verstecken, damit er nicht in Versuchung gekommen ist, es gleich aufzumachen. Wenn ich es nicht immer sehe, dann denke ich auch nicht dran. Aber jetzt, als er das Päckli nicht mehr gesehen hat, da hat er plötzlich Angst gehabt, dass er es am Ende noch vergessen könnte. Und dann könnte er es ja am Geburtstag nicht aufmachen. Ja, und wenn er es dieses Jahr vergessen würde, Dann müsste ich ja bis zu meinem nächsten Geburtstag warten. und bis zu seinem nächsten Geburtstag ist es ja noch viel länger gegangen als nur 2 Tage. Das war viel zu heikel. Darum hat er das Päckli in eine Ecke gestellt. So hat er es immer schön sehen und an seinem Geburtstag vergisst er es dann sicher nicht aufzumachen. Der Alfons hat so gern gewusst, was in diesem Päckli ist. Er hat daran herumgeschnuppert. Aber es hat nur nach Geschenkpapier geschmeckt. Dann hat er es geschüttelt, damit er vielleicht hört, was drin ist. Nein, man hört nichts. Ich habe keine Zeit, Katz. Er hat geschaut, ob es vielleicht noch ein Rissli im Papier hat, wo er ganz zufällig hat sehen, was drunter ist. Oh, Aber das Päckli war sehr sorgfältig verpackt. mir bleibt, glaube ich, wirklich nichts anderes übrig, als bis zu meinem Geburtstag zu warten. Auf seinen Geburtstag warten, das kann sehr, sehr lang werden. Vor allem, wenn das Geschenk einem schon vor der Nase steht. An dem oben hat der Alfons sein Päckli neben das Bett gestellt. Es hätte ja können sein, dass es zur Nacht vielleicht ein Geräusch macht und ihm dann verraten würde, was drinnen ist. Gute Nacht, liebe Geburtstagsüberraschung. Aber am nächsten Morgen war der Alfons genau gleich schlau wie vorher. Das Päckli hat die ganze Nacht durch keinen einzigen Mucks gemacht. Dann hat er aber eine sehr gute Idee gehabt. Das Päckchen ist so gross. Und jetzt ist der Alfons schnell zu der Frau Strauss gegangen. Ja, grüezi, Frau Strauss. Grüß dich, Alfons. Suchst du etwas Spezielles, Alfons? Nein, nicht Frau Strauss. Dabei hat er ganz klar etwas Spezielles gesucht. Er hat in allen Regalen nach einem leeren Platz gesucht, der etwa so groß war wie sein Päckli. Das würde nämlich bedeuten, dass jemand das Geschenk bei der Frau Strauss gekauft hätte. Und dann würde er auch wissen, was es ist. Oh. Aber er hat keinen leeren Platz gefunden in dieser Größe.
Darum hat er beschlossen zu fragen. Frau Strauss, ist echt rein zufällig jemand da gewesen und hat etwas so Grosses gepostet und dann als Geschenk verpackt? Und dann an mich geschickt? Oh ja, das war gestern. Und was ist es gewesen? Eine Überraschung. Was denn für eine? Na, das erfahrst du dann, wenn du den aufmachst. Oh. Oh. An deinem Geburtstag. Oh. 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 Ja. Wo der Alfons den ganzen Tag erfolglos umgerätselt hat, was echt in diesem Päckchen innen sein könnte, ist er halt wieder ins Bett. Am nächsten Morgen hat er es ja dann endlich aufmachen. Katz, ist es schon morgen? Schlafst du schon, Katz? Gute Nacht, Päckli. Endlich ist der Alfons eingeschlafen. Guten Morgen, mein Geburtstag. Der Alfons war sehr aufgeregt. Endlich hat er sein Geschenk auspacken. Oh. Oh. Aber das ist gar nicht lustig, wenn niemand dabei ist. Darum hat der Alfons beschlossen, mit dem Auspacken noch so lange zu warten, bis alle seine Freunde zum Feiern auch da sind. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Blauer. Alles Gute zum Geburtstag. Gratulation. Und endlich hat der Alfons sein Päckchen aufmachen, wo drauf gestanden ist, nicht vor dem Geburtstag öffnen. Glück zum Geburtstag. Ja, aufmachen. Alle parat? Oh. Wow. Oh ja. Ah, Luftballon. Eisfee, voll. Guter Geburtstag. Jetzt hat der Alfons auch verstanden, warum das es geheissen hat, nicht vor dem Geburtstag öffnen. Und er war sehr froh, dass er gewartet hat.